Hallo und herzlich willkommen zum Finale der NASCAR Whelen Euro Series 2021 auf dem Autodromo di Vallelunga in der Nähe von Rom in Italien. Wir blicken heute auf die Entscheidung in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Doch bevor wir uns auf das Finale konzentrieren, schauen wir uns noch einmal an, was in dieser Saison passiert ist. Der Saisonauftakt, der fand auf dem Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia statt. Martin Dubek gewann in der Startnummer 7 für Hendricks Motorsport gleich beide Rennen. Die nächste Runde fand auf dem Indy Circuit von Brands Hatch statt in Großbritannien. Da schaffte es der Inder Advait Deodat zum ersten Mal in seiner Karriere in die Euro-NASCAR Victory Lane. Das war das Samstagsrennen. Am Sonntag gewann dann Tobias Daunhauer aus Deutschland, der sich damit zurück in den Titelkampf katapultierte. Die nächste Station, das Autodrom Most in der Tschechischen Republik. Wieder war es Tobias Daunhauer, der siegreich war, der gewann gleich beide Rennen. Danach ging es an die kroatische Riviera zum Automotodrom Grobnik. Da teilten sich Martin Dubek und Tobias Daunhauer die Rennsiege in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass sich Jolynster hier mit seinen Konkurrenten einen ganz heißen Kampf um einen Platz in den Top 10 geliefert hat. Hier haben wir Tobias Daunhauer mit seinem Sieg in Kroatien. Und dann ging es zum Regular Season Final zum Circuit Zolder in Belgien. Nach diesem Rennen wurden die zwei schlechtesten Ergebnisse eines jeden Fahrers gestrichen. Am Ende hatten wir ein neues Gesicht in der Victory Lane, nämlich Navi Talor von Not Only Motorsport. Hier sehen wir die Startnummer 90. Der Israeli schafft es zum ersten Mal in seiner Karriere ein Euro-NASCAR 2 Rennen zu gewinnen. Hier haben wir Navi Talor auf dem Dach seines Autos und dann hatten wir noch ein zweites Rennen. Am Sonntag gewann Martin Dubek auf seiner Heimstrecke, auf seiner Lieblingsstrecke, wo er im Jahr 2020 seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg überhaupt eingefahren hat. Hier sehen wir, wie der Vortagessieger von der Strecke gedrängt worden ist von Tobias Daunhauer. Der Deutsche hat dafür auch eine Strafe bekommen. Dementsprechend schafft es Dubek an die Spitze des Klassements und damit trennen Daunhauer und Dubek vor den letzten zwei Rennen der Saison 2021 gerade einmal 3 Punkte. Es gibt beim Finale doppelte Punkte, das heißt für einen Rennsieg 80 Zähler und für den zweiten Platz 70 Punkte. Das heißt, es wird richtig eng werden hier auf dem Circuit Zolder. Ich habe den Luxemburger Jolynster bereits erwähnt, der wird beim Finale nicht mit von der Partie sein. Das liegt daran, dass DF1 Racing, das Team aus Österreich, es nicht geschafft hat, aufgrund eines technischen Problems das Auto an die Strecke zu bringen. Das hier ist der Kurs für das Finale, das ist das Autodromo di Vallelunga. Die Strecke ist knapp 4 Kilometer lang und war früher mal ein Oval. Wir haben es gerade in diesem Startbereich gesehen, da gab es mal eine Trabrennbahn, später wurden darauf auch Dirt-Track-Autorennen bestritten und dann kam irgendwann der Rundkurs dazu. Die Pole Position in der Euro-NASCAR 2 ging an Tobias Daunhauer. Wir hören mal rein. Er sagt, es ist natürlich eine gute Ausgangslage, aber wir müssen uns auf das Rennen konzentrieren. Es ist wichtig, hier viele Punkte zu sammeln, sodass wir in der Meisterschaft vorne an der Spitze bleiben. Und damit ist alles bereit für den ersten Euro-NASCAR 2 Lauf an diesem Rennwochenende hier vor den Zuschauern in Italien. Trotz der Pandemie waren tausende Zuschauer vor Ort natürlich auch erlaubt. Und jetzt biegt das Pacecar ab. Tobias Daunhauer auf der Pole Position. Green Flag ist in die Air. Los geht es. Das erste von 2 Finals hier auf dem Autodromo di Vallelunga. Wladimir Zorz ist direkt neben Tobias Daunhauer. Der Deutsche schafft es aber, die erste Position zu verteidigen. Dahinter lauert Martin Dubek auf seine Chance nach vorne zu rücken. Der Tscheche ist gerade einmal von Platz 6 losgefahren, hat sich hier aber sofort die 4. Position geschnappt. Das hier ist Pierluigi Veronesi und das ist eigentlich nicht die korrekte Streckenführung. Kleine Rallycross-Einlage vom Italiener, der mit seiner Organisation Spomba bzw. Bimbo2 vielen Kindern in den italienischen Krankenhäusern hilft. Also der sammelt über Euro-NASCAR Gelder für Kinder, die es ganz dringend nötig haben. Und hier hat er in der Startphase eine kleine Rallycross-Einlage hingelegt. Daunhauer führt, wir schauen ins Mittelfeld. Hier haben wir Max Lanzer, der verliert da gerade 2 Positionen gegen Advait Deodat. Das ist das gelbe Auto und Leonardo Colavita. Deodat hat in Großbritannien im Brands Hatch seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg eingefahren. Leonardo Colavita, der hat sich in Grobnik zum jüngsten Euro-NASCAR-Fahrer in der Geschichte der Serie gekrönt, mit gerade einmal 16 Jahren und 4 Tagen. Und hier verliert Advait Deodat das Auto. Völlig ohne Feinkontakt. Vielleicht ist er da ein bisschen zu früh und zu fest auf dem Pinsel gewesen. Es gibt in Runde 10 von 15 eine Safety-Car-Phase. Und damit ist vorne an der Spitze alles wieder ganz dicht beieinander. Wir sehen Tobias Daunhauer auf der 1 und Martin Dubek mittlerweile auf der 2. Position.
Wie gesagt, die beiden trennen gerade einmal 3 Punkte hier vor diesem Rennen. Sollte Tobias Dauenhauer gewinnen und Martin Dubek die zweite Position holen, wie es jetzt gerade der Fall wäre, dann würden die beiden gerade einmal 13 Punkte auseinander liegen, wenn es ins zweite Finale der EuroNASCAR 2 Meisterschaft 2021 geht. Dauenhauer hat Dubek im Nacken, aber so ein klitzekleines bisschen Sicherheitsabstand aufgebaut. Dementsprechend kann Martin Dubek hier nicht attackieren. Es sieht so aus, als würde Tobias Dauenhauer seine Meisterschaftsführung hier ausweiten können, etwas vergrößern können auf 13 Punkte. Hier kommt das schwarz-weiß karierte Tuch. Tobias Dauenhauer gewinnt vor Martin Dubek und Francesco Caristo. Dahinter folgen Simon Pilat und Navet Talor, die hier die Top 5 abrunden. Justin Kunz wird Sechster vor Levi Lintu-Cantu. Damit liegt Tobias Dauenhauer jetzt mit 13 Punkten Vorsprung auf der ersten Position in der Gesamtwertung. Wir hören rein, er sagt, es ist natürlich ein guter Start in dieses Rennwochenende gewesen. Wir haben im Qualifying die Pole Position geholt. Wir haben das erste Rennen gewonnen. Ja, es liegt jetzt nur noch an uns, diese Meisterschaft dingfest zu machen. Und ich bin sehr glücklich mit dem Resultat und ich danke meinem gesamten Team Hendricks Motorsport. Dauenhauer auf der 1, wir blicken aber auch in die Sonderwertungen. In der Rookie Trophy gewinnt Levi Lintu-Cantu vor Leonardo Colavita und Miguel Gomez. In der Legend Trophy setzte sich Max Lanza vor Miguel Gomez und Paolo Valeri durch. In der Lady Trophy gewinnt Alina Leutnegger vor Ariana Casu. Das war also der Final-Samstag und jetzt kommt die Entscheidung am Sonntag hier auf dem Autodromo di Vallelunga in Italien. Es ist der zweite NASCAR Grand Prix von Italien in der Geschichte dieser Serie. 2020 gab es das erste Rennen hier unter der Sonne von Italien und dieser Kerl hier, der hat diese Rennen dominiert und er steht auch mit der schnellsten Runde in Rennen Nummer 1 auf der Pole von Rennen Nummer 2 und er sagt, jetzt müssen wir uns natürlich voll darauf konzentrieren, ein sauberes Rennen zu haben, am besten vorne wegzufahren, sodass es zu keinem einzigen Problem hier im Kampf um den Titel kommt. Happy Halloween! Die Kinder und auch einige Erwachsene sind verkleidet. Auch ich habe mir vor Ort einen kleinen Spaß gemacht und hatte bei den Interviews für den Livestream eine Totenkopfmaske auf. Ich hoffe, dass das einigermaßen angekommen ist bei den Zuschauern. So, und jetzt geht es los im Finale. Tobias Dauenhauer startet aus der ersten Startreihe. Dahinter direkt Martin Dubek. Das sind die beiden Titelkandidaten. Green Flag ist in the air. Los geht es hier. Das letzte Rennen im Jahr 2021. Da gibt es eine kleine Berührung zwischen Dauenhauer und Francesco Caristo. Caristo hat keine Chance mehr im Titelkampf, aber er hat mir vor dem Rennen gesagt, mir ist das völlig egal, ob die da um den Titel kämpfen oder nicht. Ich werde alles geben, um hier zu gewinnen. Und Caristo übernimmt hier sogar die Führung. Dubek versucht es über die Außenbahn an Dauenhauer vorbei und jetzt gibt es einen heftigen Unfall. Vladimiros Tsotzis und Simon Pilat, die fliegen da ab. Der junge Belgier hat sich dabei sogar die Hand gebrochen, weil er nicht früh genug vom Lenkrad weggekommen ist. Wir müssen das Ganze jetzt sortieren. Caristo auf der 1, Dubek auf der 2 und Dauenhauer ist bis auf Platz 5 zurückgefallen. Momentan wäre Dauenhauer Champion, sollte Martin Dubek aber die Führung übernehmen. Dann muss Dauenhauer mindestens auf Platz 3 ins Ziel kommen, um hier die Meisterschaft wirklich unter seine Fittiche zu reißen. Dubek macht jetzt mächtig Druck auf Francesco Caristo, der hier Führungsrunden sammelt in der EuroNASCAR. Aber jetzt kommt das Manöver von Martin Dubek, innen reingestochen in diesen motodromartigen Teil der Strecke mit den langsamen Kurven, Führungswechsel und damit wäre aktuell Martin Dubek der Champion. Tobias Dauenhauer muss bis auf Platz 3 vorfahren. Hier haben wir die Kampfgruppe. Auf der 2 Caristo, auf der 3 Talor, auf der 4 Kunz, auf der 5 Dauenhauer. Der muss mindestens 2 dieser Konkurrenten hier überholen, um den Titel wieder zu sich zu reißen. Ja, und Dubek, der fährt an der Spitze weg. Der macht genau das, was er machen muss. Das ist das Maximum, was Dubek hier rausholen kann. Jetzt liegt es nicht mehr in seinen Händen. Es liegt alles daran, was Tobias Dauenhauer hier macht. Er liegt weiterhin auf der 5. Position und damit wäre Dubek Champion. Er hat Justin Kunz vor sich. Der kommt ebenfalls aus Deutschland, aber deshalb wird Justin Kunz mit Sicherheit nicht einfach die Tür aufmachen. Und dann haben wir eben noch in der Startnummer 90 Navet Talor und in der 42 Francesco Caristo. So langsam aber sicher muss Dauenhauer etwas riskieren, denn wir haben nur 15 Runden hier in diesem zweiten Finale in Italien. Das Auto von Francesco Caristo, das scheint sich so ein bisschen aufzulösen, aufgrund der Kontakte, die er da hatte. An der Seite die Karosserie ziemlich aufgeflattert, da fliegen jetzt sogar die Teile weg. Und womöglich verliert Caristo da sogar eine Position gegen Navet Talor, der versucht es jetzt auf der Innenbahn. Justin Kunz lauert ebenfalls auf seine Chance und natürlich auch Dauenhauer. Der wird wiederum von Leonardo Colavita unter Druck gesetzt. Wir sind jetzt on board bei Dauenhauer, der um die 4. Position kämpft. Jetzt greift er hier
nach der Position, nach dem Platz von Justin Kunz und übernimmt Platz 4. Eine Position braucht er noch. Einen Platz muss er noch gut machen, um Champion zu werden. Er hat die Saison eigentlich dominiert gehabt, aber Martin Dubek hat ihn nicht entkommen lassen. Nach den beiden Streichergebnissen in der Regular Season trennten die beiden gerade einmal 3 Punkte, jetzt sind es 13 Punkte. Deshalb muss Tobias Downhauer bei einem Sieg von Martin Dubek auf Platz 3 fahren. Momentan ist er Vierter und jetzt hat er Francesco Garisto vor sich, dessen Auto an der linken Seite schon mächtig zerstört ist. Das könnte ein Vorteil sein für den Deutschen, der jetzt womöglich auf der Geraden etwas mehr Speed hat, weil die Aerodynamik bei Francesco Garisto nicht mehr richtig funktioniert. Und hier kommt jetzt auch schon der Angriff von Tobias Downhauer gegen Francesco Garisto. Ist das entscheidende Manöver in der Meisterschaft 2021? Kommt er vorbei, jetzt zieht er rein. Downhauer versucht es innen, genauso wie Martin Dubek gegen Francesco Garisto. Und Downhauer ist damit Dritter und Champion, aktuell zumindest. Jetzt gibt es noch einen kleinen Bump da von Francesco Garisto. Aber Stand jetzt würde der Deutsche Tobias Downhauer die Meisterschaft in der EuroNASCAR 2 gewinnen. Egal, was Martin Dubek an der Spitze macht. Was ist das bitte für ein Herzschlagfinale hier in der NASCAR Whelen Euro Series auf dem Autodromo di Vallelunga in Italien? Enger kann es doch eigentlich nicht zugehen. Der fährt hier vorne an der Spitze einsam seine Runden, aber der ist machtlos, der kann nichts machen, denn Tobias Downhauer wäre aktuell Champion, weil er Dritter ist. Jetzt muss Martin Dubek auf einen Fehler des Deutschen hoffen. Wenn Downhauer irgendwo noch einen Patzer einbaut, dann könnte Dubek Meister werden. Downhauer, der 24-Jährige aus Heppenheim, hat bereits in der Saison 2020 im letzten Rennen erst die Meisterschaft gegen Vittorio Ghirelli verloren. Das soll natürlich nicht noch einmal passieren. Wir sind on board bei Tobias Downhauer. Schaltet runter und jetzt verbremst er sich. Tobias Downhauer knallt in die Mauer. Das ist die Meisterschaftsentscheidung. Wieder wirft es Tobias Downhauer in der letzten Sekunde weg. Unglaublich, was hier passiert. Martin Dubek ist damit so gut wie sicher EuroNASCAR 2 Champion, weil Tobias Downhauer auf Platz 13 zurückfällt. Der Deutsche behält schon wie im Jahr 2020 nicht die Nerven. Er macht einen Fehler und wirft damit den Meisterschaftssieg weg. Freie Fahrt jetzt an der Spitze für Martin Dubek. Die beiden Hendricks-Piloten haben es untereinander ausgemacht und es scheint, als würde es den besseren Ausgang für Martin Dubek geben. Der ist im Jahr 2015 in die Serie eingestiegen. Im Jahr 2020 hat er auf dem Circuit Solda seinen ersten Sieg gefeiert. Und im Jahr 2021 krönt sich der 26-jährige Tscheche zum EuroNASCAR 2 Champion. Herzlichen Glückwunsch, Martin Dubek, der vor Navetalor und Justin Kunz hier ins Ziel kommt. Garisto wird Vierter, Pierluigi Veronesi wird Fünfter, Downhauer wird nur 13. Das hier sind die Championship Donuts von Martin Dubek, der sich in letzter Sekunde den Titel in der EuroNASCAR 2 Kategorie geholt hat. Das ist die Kategorie, in der kommendes Jahr Jelinster weitermachen möchte. Informationen zur Karriere des Luxemburgers gibt es natürlich auf seiner Instagram- und Facebook-Seite. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf das Interview mit Martin Dubek. Und der sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Team hat mir ein fantastisches Auto gegeben. Wir haben das gemacht, was wir machen mussten, und zwar gewinnen. Und jetzt stehe ich hier in der Victory Lane und habe den Titel gewonnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich. Martin Dubek gewinnt die Meisterschaft vor Tobias Downhauer und Navetalor. Justin Kunz wird Vierter vor Francesco Garisto und Vladimiros Tzotzis. Und hier haben wir die Championship-Trophäe gleich übergeben von Jérôme Galpin. Das ist der Geschäftsführer und Präsident der NASCAR Whelen Euro Series, der Franzose, der Herr mit der Kappe gerade. In der Rookie Trophy gewinnt Alberto Panebianco. Die Legend Trophy geht an Max Lanza. Und dann haben wir noch die Lady Trophy für Ariana Carsoli, die jetzt die erste Frau im Feld ist, die 3 Titel geholt hat. Das war sie, die NASCAR Whelen Euro Series 2021. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Aus luxemburgischer Sicht hoffen wir natürlich, dass wir kommendes Jahr Jelinster mit an der Spitze sehen werden und das in allen Rennen. Bis dahin gibt es jetzt aber erst einmal noch eine Menge Arbeit zu machen und dann geht es schon bald weiter mit dem Auftakt auf dem Hockenheimring in Deutschland. Das hier ist der Kalender 2022. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist André Wiegold. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.